was ich nicht mehr aus dem Shell rauskriege. Ich hab schon wieder Bock auf deinen Arschloch. Oh no. Genau, das ist das Einzige, was hängen bleibt. Der ganze Rest so. Nein, oder? Ja, ich bin's Biergeister, Conny. Hi. Flori. Guten Tag. In der Speziewirtschaft. Hallo. Da. Ciao. Jetzt hat er den Absitzen. Ja, weil ich hasse die Was war das als Mittelalter, Elite vom Unterelite, Drittes Reich, wo man einen Haufen Erklärungen dafür kriegt, gell? Ja, so wirklich schlau waren haben wir nicht draus, ne? Nein. Aber ein paar Sachen haben öfter geschrieben worden wie andere, so dass Das man... ist, glaube ich, so wie wir die letzten Mal schon gesagt haben, es gibt 100.000 Versionen Ja, davon. und die gängigste ist offensichtlich, wenn ich absetze, dann nehme ich meine Brust mit dir zurück. Genau. Falls der Flocke am Tisch sitzt und mit dem ich hier keiner trinken. Ja. Ja, ihr Wichser. Was? Hallo? Da trinke ich lieber gleich nochmal. 15 Sekunden, bis wir uns dann nehmen. Waren das schon 15 Sekunden? Ich glaube schon. Okay. Mit Intro-Musik, wo wir nur Scheißdreck labern. Okay, wenn sie es piepst, dann Flocke komplett aus. Ja. Piepst mit dem Fluch, ja. Das war witzig. Einmal die ersten 10 Minuten. Aber die ganze Folge lang jetzt, wenn du sagst, Voll für Spotify war es noch geil, wenn es nur so jetzt. Und so ein Dauerton. Ja, wenn wir schon bei Spotify sind, Servus Spotify. können wir gleich mal anfangen. Ja, weil ein paar lustige Zahlen dabei. Oder die hören wir Ich uns finde jetzt den 8 später. dafür lustig. Ich finde die 69 total lustig. Nein, die finde ich geil. Okay. Ich muss mich halt so oft zusammenreißen, dass ich nicht bestimmte Sachen sage, das wird genau fast so schwierig wie letztes Mal. Du findest mich mit 88 lustig. Was? Ja, weil ich Haha. schlechter Mensch bin. Ja, ist sicher witzig. Was siehst du wieder rausliest? Keine Ahnung. Und der 88. 188. Haha. Henry Das war- Hilfiger, na wie heißt der? Das Ja, war das ist ein lustig. Lachsymbol. Haha. Ich lache einfach. Jetzt habe ich es verstanden. Wow, ist das Das war noch so dermaßen dumm, dass ich mich nicht hineinversetzen habe können. Natürlich. Ja, Jetzt haben wir mir die Dumme, weil du genau. nicht verstehst. Das ist Ja. immer so. Immer Ja. Leute, die Genau. sich verstehen. Alle anderen haben blöd. Ja, Ja, ihr sitzt mit dem Nazi am Tisch. Flocke seit wann? Ich wollte gerade sagen, ich bin nur mit der Nazi heute. Alter. Weil Also du, du, der wer schaut alles gleich aus? Polen schaut alle gleich aus. Nein, die Japaner. Du darfst die Qualität von deinen Shirts nicht mehr überprüfen. Oh, Das ist ja Florian, Witz. das ist aber nicht, das ist aber nix. Nein, das ist das nicht war sehr, ein Trockner. Live. Au. Das war ein Trockner. Steht das irgendwo drauf, dass sie nicht Trockner geeignet sind, offensichtlich? Na, aber ich hab's ja probiert. Ich muss ja alles testen, was ich hab. Damit du dann draufschreiben kannst, schreib da drauf, nicht trockner geeignet. Das mag dann ich auch, das ziehe ich auch. Nicht Trockner geeignet. Niemals trocken. Nein. Niemals trocken. Never ever. Für unsere Spotify-Zuhörer gibt es eventuell eine brauchbare Nachricht. Und zwar kommt jetzt jede Folge genauso jede Woche auf Spotify wie auf YouTube. Warum? Weil sonst scheißegal ist. Weil es uns scheißegal ist und weil es absolut völlig wurscht ist. Also glaube ich, keine Ahnung, das werden wir uns jetzt anschauen und wenn dann innerhalb von 3 Monaten vor mir YouTube nicht mehr existiert, dann mag ich nicht mehr. Schlagen wir alle Spotify. Wir finden euch. Ja. Auf jeden Machen Fall. wir wie bei Giant Silent Bob. Ja. Was Ich da finde vor nur Haus nicht zu die Haus komischen gehen, Leute, voll da wo mit man nicht einmal ein Hate-Kommentaren. Device weiß, wo die das anhören. Wer weiß das? Den Device, wo man nicht einmal wissen, wer das wo auf welcher Plattform hört. Du sagst doch auf diese Zusammenfassung, wer wo diesen Podcast hört, auf Spotify. Ach so, ja. Und da gibt es wirklich Leute, da stehen Daten dabei, die habe ich noch nie gehört. Noch Das, nie ich habe gehört. gar nicht gewusst, dass wir auf diesen Plattformen überhaupt sind, sag ich dir, wie es ist. Aber das ist ganz Das ist gering damit verschwindend. Das hast du schon mal Sansibarer geschaut, in welche Hitradio. Länder das wir gekehrt werden? Ja, fast in alle. Das ist, also Wirklich jetzt fast in alle ist mindestens ein Das ist auch, Hörer das drin. haben wir mit unserem Podcast auch mal gemacht und dann hast du irgendwo in Singapur, wo mit 3 Leuten Ja, genau. Keine Das ist bei Ahnung. uns für eine ellenlange Listen. Also wirklich, nicht alle Länder natürlich, aber 100 schon. Locker 100. Das ist Wahnsinn. Die Listen ist ewig Aber lang. ist es so, muss das denn sein Standort, das ist mich interessieren, muss das denn sein Standort sein, bei dem er dauerhaft ist, oder zählt das schon, wenn er jetzt da im Urlaub ist und her Wenn und er da im Urlaub ist. Dann zählt das auch schon, ne? Ja, das geht ja übers Ding, oder? Ich habe sämtliche Statistiken ausgelassen, also einmal von dem Podcast-Hoster, wo wir sind, der hat natürlich Zusammenfassungen, wie oft wird welche Folge runtergeladen, wie viele Hörer haben wir und lauter so ein Scheiß. Und dann hat natürlich aber auch Spotify ist einmal die wichtigste Plattform mit Abstand, die hat glaube ich 98% vom Traffic, dann kommt Apple Podcasts, die glaube ich hat Und dieser. 2%. Komischerweise ist dieser so immer so unter die Top 5 auf alle Fälle von die Ja, gut, Es gibt ja ist, nicht also viel die fünf größten Plattformen sind also Spotify, Apple Podcast, dann kommt Google Podcast, dann kommt diese Amazon. und Amazon Music, Music, glaube ich, ist noch genau. irgendwo dabei, ja. Aber da reden wir von 3-stelligen Hörerzahlen. Wir können auch liebend gern gleich über die Statistiken schmerzen. Dreistellig ist mit 4-0, oder? Wie der Drachenlord gesagt hat.
Ja, Schäbers, wenn der öfter recht hätte, weil dann könnte man ständig aussuchen, wie viel Geld das ich halt verdienen will. Aber mittlerweile denke ich mal, ich krieg so viele Reels, das ist irgendwie einer geschwappt von dem Scheiß. Von dem fetten Idioten. Naja, bei mir ein Bekannter hat angefangen, dass man Reels davon schickt und dann Algorithmus gleich mal ins Arschloch gefickt von mir. Ich wollte gerade sagen, wenn es da einmal irgendwas Und dann anschaust. mittlerweile denke ich mir so, fuck, du hast da echt witzige Sachen versandt mit dem Typen, was du rauslässt. Es ist eine ganze Zeit lang ist er wirklich lustig und es ist wie RTL. Im Short-Format funktioniert das so seine Weise, aber kommt irgendeine Seiten, die heißt Winkler-Weisheiten und dann ist am Anfang immer so, Winkler. Und dann gibt einfach nur ein Zitat für ihn, was wieder so unbandig gut ist. Also so geil. Über den Fettsack ist es auch schon lange nicht mehr gegangen, aber ich kann aktuell nicht so mitschmerzen, weil ich es halt wirklich gar nicht mehr verfolge. Ich hab so, bei dem letzten so verloren bist, weil er so geil sagt, irgendwie hat wieder eingeschrieben so, ja, naja, na und natürlich bin ich fett, das brauchst du mir nicht sagen, aber ich benutze keine Schimpfwörter so, nur weil du das sagst. Du Hurensohn. Ein Stück Scheiße. Und dann habe ich gesagt, in Bezug auf sein Fettness, also ich bin ein sehr fetter Mensch, aber auch ein sehr fitter Mensch. Ende. Wenn ich noch eine, Ja. also noch mehr, Ich fahre kein Motorrad, weil wenn ich Motorrad fahren würde, dann würde ich Motorrad fahren und abgesehen davon fahre ich gar kein Motorrad. Aber ich fahre ja gar kein Motorrad. Was ist das? das ist ein Drachen, Leute, Insider-Schmerz, weil er, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Der Satz passt auf alles. Ich spiele überhaupt gar kein Pokémon, aber ich spiele Pokémon, abgesehen davon spiele ich überhaupt kein Pokémon. Nein, stopp, Pokémon. Pokémon sagt, ne? Mädel, Leute. Leute. Oh, das macht mir jetzt Also das Letzte, was ich mitgekriegt habe, ist, dass eine Kommune mit lauter Nocker die gründen möchte. Ja, das habe ich auch gelesen, weil da habe ich dann ein Video von einem Anwalt, der das geprüft hat. Der Solmecke wahrscheinlich so, der ich weiß jetzt springt an- ab und zu mit drauf an, oder? Ohne mit Brain ist es auf alle Fälle. Das ist irgendwie so eine Nein, das Anwaltskanzlei, an denen kannst du dann Fragen schicken und die erklären dir das dann und die haben eben das Thema erklärt und da habe ich das dann auch mitgekriegt, dass eine Kommune gründen möchte und alle müssen den ganzen Tag knockert sein und So Sex schreiben, ne? am Anfang ist, irgendwann hat er glaube ich ein Kind da rausgestrichen, die wollen dann doch gar nicht so drinnen haben, weil da hat der Anwalt auch gesagt, das kann vielleicht ein Problem werden. Keine Ahnung wieso. Aber schick dir mal den Link von dem Anwalt, der das erklärt. Nein, dann kriege ich auch wieder nur Scheiße von dem Idioten. Aber das Ich hab's endlich geschafft, dass ich meinem Algorithmus sage, Nein, ich will nichts hören, schick ich dir. ich will nichts sehen. Ich habe auch alle Hater-Kanäle deabonniert, weil das eine einzige Farce ist. Ich habe Das nichts ist nur noch nichts Kohlemann, abonniert, sondern also so diese Reels, die es ab und zu im Feed einschwarbt, die sind okay. Das ist so, Selbst die kriege ich nicht mehr. das ist so das Pensum des Vertrages, da muss ich dann einmal lachen. Aber ich denke mal, wirklich sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, so wie die Leute da hinfahren und was ich alles. Das ist ja Das ist ja- utopisch. Ich sehe den ab und zu nur auf TikTok, da ist der live und du kannst gar nicht 5 Sekunden von den Typen wohören. Das ist echt brutal, weil es nur Scheiße ist. Nur Scheiße und Gejammer, er möchte Geld und mit Ich seinen finde halt das so- Gesichtsspastik Ich finde es so krass, dass das immer noch so halbscharig funktioniert. Der kann offensichtlich immer noch von dem Scheiß leben. Und auf TikTok verdammt man jetzt wirklich nicht viel Geld. Also wirklich nicht. Und er sitzt nur da. Er sitzt einfach nur da. Der tut nichts, der erzählt nichts, der macht nicht einmal diesen NPC-Scheiß. Wenn irgendjemand, habt ihr das schon mal gesehen auf TikTok? Na? Wenn einfach nur Leute da stehen und dann kann man halt bei TikTok in Form von so Coins und so Emojis donaten und dann kannst du ihm eine Rose schenken und eine Schatzkisten und ein Menschgeld und so einen Scheiß und die NPC-Typen machen dann nichts anderes wie, da kommt ein Menschgeld, ich meine, ich kann es jetzt auch nicht, und dann reagieren die auf eine bestimmte Art. Also einfach nur, als der jetzt sagen, ha, Menschgeld, und dann stehe ich wieder da, dann donate ich wieder einen Menschgeld und mache ich wieder, ha, Menschgeld. Warum darf es sowas geben? Ich bin da gesessen und habe mir gedacht, so, das ist Kruzifix-Format würdig, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Alter. Das kann nicht Ja. echt sein. Wie war's mit 10 Minuten schreien? Das Einfach kann, mal, no! einfach mal schreien, ja. Also das ist wirklich Tut damit gut utopisch, wie Warner. immer wenn du Rosen Ja, ja, donated ja. kriegst, dann schreist. Das Rosen mit Dornen und klangst rein. Ah! Ja genau, aber sowas ist das. Kommt das Ding, machst einfach nur, du sitzt einfach nur da, schaust und Menschgeld, Menschgeld. Und das über Stunden. Vor allem, da Da wirst wo du ich mir blöd denke, dabei, Alter, oder? wer sitzt denn da davor und denkt sich, da, mach mir einmal, du hast ja bloß noch alle geistig behindert. Ich weiß nicht, was da los ist. Heiliges Kanon, aber. Geht. Du bist ein bisschen jünger wie mir, du kannst es vielleicht zumindest. Irgendwas weiter mit den Chromosomen bei denen, glaube ich. Nein, zum Beispiel Chromosomen. Entweder haben sie keine oder zu viel, das ist wurscht. Irgendwie ist der Chromosomsalat da nicht ganz gescheit angemischt worden. Das, Nein, das ist nur zum Kopfschütteln, was da abgeht, tatsächlich. Also, es ist auch alle immer dann noch auch so betteln bekannt. und was weiß ich. Ja, also generell, wie sich die Leute dann betteln mit so Geschichten, was dann die Leute da innerhalb von 5 Minuten auf einem Match, Boah, glaube ich, heißt das leck, Ding, ja. oder? Das ist die krasseste, wirklich nur, ich sitze mir hier, ich kann nix.
Ich habe eine Community von so viel Leuten, wo die herkommt, weiß kein Mensch, und ich habe eine Community von so viel Leuten, die gehen dann zusammen in so einen Raum, dann läuft der Timer ab 5 oder 6 Minuten. und dann battlen, also kämpfen diese zwei mehr Geld Community, kriegt, oder? wer in 5 Minuten mehr Geld Das glaube ich, haben wir schon mal in der Folge. Ja, leck mich am Arsch. Und das machen die halt dann zum Teil, ich habe jetzt 9 Stück in Folge gewonnen, gewinnen wir das 10. auch noch. Und dann machen die das 10-mal hintereinander. Innerhalb von 2 Stunden. Wo du sagst, hä? Das ist echt brutal. Und die Leute, die Jetzt bin donaten ich aber so auch. Easy nah. Money. Ich bin so nah da dran. An dem, ich meine, ich tue ja nicht, weil ich sitze aber so bei Computer und Leute meinen da. Das ist halt das heute schon für fragwürdig, aber ich tue halt wenigstens irgendwas. Also wenigstens irgendwas. Vielleicht lacht irgendwann mir einer, vielleicht fühlt mich einer behindert. Dann habe ich schon mehrere da. Teambehindert. Safe Call. Ja. Ja. Für das, darum habe ich eigentlich 2 Eigel. Da frisst du den Chromosomsalat. Traust dich nicht. Da habe ich so eins zweite. Ja. Drunger und Instant Downy. Birger Downy Jr. Downey Jr. Ich bin Iron Man. Ich bin Chromosomenmann. Chromosomen, Mann. Scheiß Chromosomen für die Leute zwingen. Jetzt erzähl uns doch was für deine Zahlen. Stimmt, Willst aber du Du, das sind übrigens auch deine Zahlen, weil du bist auch Teil dieses Podcasts. Zahlen, Interessiert Wir mich wollen mal aber Fakten. deine hören. Ja, jetzt pass auf. Also, wir haben ja, sagen wir es so, im Prinzip wird der Kanal jetzt gerade ein Jahr alt. Oder wann haben wir einen Kanal eigenständig gemacht? Weil am Anfang waren die Sachen ja bei mir im Kanal. Ja, wir haben ja irgendwann mal im September angefangen, oder? Weil ich meinte, dass er heuer im September, dass wir 2 Jahre alt werden. Aber Und heute- das war. Wir haben im August vor einem Jahr haben wir angefangen, das sind jetzt seit 1,5 Jahren, wo wir Folgen aufnehmen. Anfangs haben wir alle 2 Wochen noch nicht aufgenommen, sowohl für YouTube als auch für Spotify. Dann haben wir letztes Jahr im Mai? Ich kann April? mal schauen, wann der Ding wird. Die haben wir gleich. April, Mai irgendwann haben wir dann angefangen, eine wöchentliche Folge zu machen. Oder eben gleich. Hast du sie eben gleich? Ja, freilich. Du, ich hab die Zahlen Boah. leider. Nein, ich wollte nur sagen, wann. Ach so. Ach so. Wann? Ist ja aber auch wurscht. Das sind bloß so 27.10. haben wir beigetreten, 120. das stimmt nicht, weil das ein das zweiter ist Kanal dein- von mir, oder den ich irgendwann einmal angelegt habe, zum Schauen, wie man einen zweiten Kanal anlegt. Meine Fresse. Und habe ihn umgenannt, du Mongo. Aber Da wo hast du nicht, nicht auskennst. sehr, sehr triggert dabei ist, wenn du Speziwirtschaft eingibst, übrigens auf YouTube, dann kommt immer statt Speziwirtschaft Spätzl. Spätzlwirtschaft. Weiß ich nicht, wie lange das noch dauert, weil die Spätzlewirtschaft, YouTube. erstens ist das uralter Content und zweitens, so hat das viel Traffic. Hatte, glaube ich, schon ein paar Aufrufe. Ja, mehrere, wir haben so im Schnitt auf unseren Videos haben wir so 12 Millionen. 5000, war es richtig gut, dann waren es 10, 12, Ganz haben so die Bayern meisten, hört uns. wahrscheinlich eher nicht. Was? Hey, sei nicht so. Aber echt, hey. Freilich. Aber Wir melden uns jetzt dann mit einem Team bei Bollers League auf Spotify haben wir im August 22 angefangen, also vor 1,5 Jahren. Was schätzt, was unser All-Over, also unser Podcast-Hoster, fasst das alles jetzt zusammen, was schätzt, was wir Downloads von Folgen, Vollidiot, über 1,5 Jahre haben? Also 187.000. Halt doch dein Maul, du Spacken! 507, Okay, ich lerne mich zurück. Ich muss so, wie in der Schule, wie in der Schule. Ja, schon. Schau nicht ab bei mir. Nee, jetzt erklären. Ja, tatsächlich 187.502. Alles bin ich gut. Krass. Hey, krass, du hast ich, richtig bin, gut ich bin gut im Schätzen. Ich hab nicht geschätzt, ich hab's gewusst, weil ich zähle ja jede Woche mit. Müssen es aber jeden Tag mitzählen. Idiot. Ja, und ich mach da einmal in der Woche so einen Breakdown, so einen Kassensturz praktisch. Und so im Schnitt sind diese im Monat Weniger. ungefähr 10.000 bis 12.000 Downloads. Nur, also wirklich nur Sound, nur Spotify, Apple und der ganze Scheißdreck. Und zweimal schlagt das Ganze aus, und zwar letztes Jahr im Mai. Da waren es dann auf einmal nämlich fast 20.000. Und ich habe einmal nachgeschaut, was das für Folgen waren. Warte mal, muss ich mir ausladen? Aber das ist die wahrscheinlich ohne mich. Nein, überhaupt nicht. Das war so im April und Ding. Jetzt pass auf, die erste war so Atomstrom und Wrestling in Trans-KI-Biburg. Der Klassiker. Das kann ich schon ganz vergessen. Da haben wir uns in die Folgen auch nur in 0,5 aufteilt, weil kommt da, das ist ja totaler Durcheinander-Scheiß einfach. Keine Ahnung. Oder einfach Dann der zweite mit quackiger Nudel immer von hinten, dann feit nix. Dann haben wir Hard Facts, schmeckt besser als der Brittstift. Dann haben wir die UFO-Folge, UFOs, Pupsen, Chemtrails im Vatikan, AfD ist empört. Und sind die Titel an Weltklasse. Und die letzte im Mai war literally random Leberkäse ins Arschloch bis Riz ist. Es ist immer eine Weisheit dabei. Es ist so eine behinderte Drecksscheiße eigentlich. Nein, das Aber ist witzig. Deep Talk, ist das eigentlich. Dass ich mich wirklich Also frage, der Titel schon. wer gibt sich diesen Müll? Ganz ehrlich. Ja, Chromosomen sind Ja. auch leid. Unfassbar. Man konnte im Viertelland zu der Werkstätten offensichtlich. So viel mal dazu. Dann habe ich jetzt beobachtet, Anzahl der Hörerinnen, ja gut, die sind immer ziemlich gleich und so in dem Peak
Also eine bestimmte Folge, die hat 1033 Hörer am Release-Tag. Eine von denen 5 Folgen. Und ich sag da nicht, da ist kein Clickbait drin, da ist kein... haben die Leute vielleicht von meinem, war bei mir in meinem Hauptkanal irgendwas besonders irgendwie, dass da ein bisschen was umschwappt? Ich habe keine Ahnung. Da war letztes Jahr um die Zeit war schon ein bisschen mehr los bei mir im Hauptkanal, sag ich mal, weil da das Hogwarts und Star Wars Ding war und das hat halt natürlich viel Klicks und ein bisschen mehr Reichweite generiert als normal, aber dass deswegen dann der Podcast so ausschlagt ums Doppel, macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weiß nicht. Ja, aber wie gesagt, wahrscheinlich werden sie uns irgendwo mal ausgeworfen haben, keiner weiß warum und wo. Ja, wir haben uns auch wieder Auswurf. Ja, das ist auch wahr. Und die Gesamtzahl der HörerInnen, Du musst eine schräge lange Pause machen. fast 60.000. Das heißt, im Prinzip hat jeder von den 60.000 Hörer mindestens 3 Folgen angeschaut. Angehört, ganz wichtig, angehört. Wir haben ja nur bei Spotify etc. Das heißt, wir haben fast Allianz Arena voll. Ja. Und wir sind im Schnitt, haben so 5.000. Ja, aber wenn dann direkt Allianz Arena. Ja. Außer wieder im Mai letztes Jahr und letztes Jahr im August, da wo wir wöchentlich die 10 Minuten Füllfolge in der Sommerpause gemacht haben. Da haben wir nicht bloß, so wie es eigentlich sein sollte, dann nicht 2000 Aufrufe auf so einer Folge, sondern auf einmal 7.500. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ganz klar. Hä, doch. Ne? Doch. Ja, Ich finde da. ganz klare Sache. August schon immer so gewinnen. Ja, und mal 3. Ja. Ist eh klar. Sowieso. Weil wir haben jetzt auch noch. Mal 3 bei 4 Folgen, Ja, genau. mal Wurzel aus normal Pi 3. Genau. Pipi? Kreis. Pipi und Vagina. Nein, macht keinen Sinn. Tatsache war so. Die letzten 90 Tage haben wir 12.520 HörerInnen gehabt. Genau, und dann haben wir, was haben wir da noch? Der Monatstrend, auch wieder August, letztes Jahr Mai, ansonsten haben wir immer so 12.000 umeinander. Und dann kommen die Länder, von denen wir gerade geredet haben. Deutschland, erster mit 160.000. Dann kommt Österreich. Und Dann kommt Österreich. Das war jetzt ein bisschen. ja, es war riskant. Ja, es war eigentlich nur, okay. Naja. Also habe ich geoutet, das ganze Ja. gegen Rechtswidern von mir, das war Also bist du zufällig besoffen und meinst, du bist in deinem Auto und der Kräne. Was? Hatten die irgendeine Kräne einen Hitlergruß zu den Bullen gemacht? Ja, da war irgendwas. Irgendeine besoffene Kräne und im Auto einen Letztes Jahr Hitlergruß zu den letztes Bullen Jahr ausgemacht. Also ich wollte eigentlich so mal schlauen. Und schlagen! Du hast ja gleichzeitig Ja, ja. getrunken. Ja, Hälfte. immer sind. Ja. 25.000 aus Österreich. Schöne Grüße an die Lieblingsnachbarn. Schweizer. Die sind die zweiten Lieblingsnachbarn, die Schweizer. Und dann droppt's Vollgas. Also zuerst 160.000, dann 25.000, dann kommt die Schweiz mit 780. Nicht 1000. Das ist voll traurig. Dann kommt die- USA. Kreatler, die. Dann kommt USA mit 600, Italien 550, Südafrika 279. Wer zur Hölle ist in Südafrika, der uns zuhört? Hallo. Wer zur Hölle hat da schon Internet? Keine Ahnung. Aber in Internet, weiß ich nicht. Ja, Internet haben komischerweise überall. Vielleicht kommt da ja der Begriff, meine Holzleitung geht nicht gescheit. Keine Ahnung. Was? Dann 248 aus Spanien, 245 aus Kroatien, 193 aus Australien, 185 aus Frankreich, 180 aus die Vereinigten Königreiche, 127 aus Griechenland und dann habe ich aufgehört so mit, dann kämen sämtliche Länder so mit 100 ungefähr. Also wirklich jeder Scheißdreck. Aber Südafrika, so weit oben, ist interessant. Was zur Hölle? Haben wir da früher Kolonien gehabt? Vielleicht liegt es an dem. Haben wir in Südafrika Kolonien gehabt? Weiß ich jetzt nicht. Ich hab keine Ahnung. Weiß ich nicht. Haben wir generell viele Kolonien gehabt? Waren da nicht Engländer die krass und Spanier und so? Ich Engländer, Franzosen, Franzosen, glaub ich, ja, oder? Niederlande, glaube ich. So, Ja. ja, deswegen reden sie ja überall Französisch und Spanisch. Ja. Und- Deutsch redet irgendwo keiner aus in Argentinien. Ich oder? glaube, Deutsch waren jetzt, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, wir waren mal kolonialtechnisch nicht so gut aufgestellt. Ja, dafür haben wir uns Wir haben uns das 100 Jahre ganze später Zeit für gerecht. später, wir haben uns das später ein bisschen besser. Ja, wir haben gesammelt und dann alles dann hat rauslassen. alles eine Form ins Arschloch gegeben. So viel dazu. Also das ist unser All-Over Zusammenfassung, was unser Podcast-Hoster so hergibt. Und jetzt kann man sich das einzeln natürlich auf Spotify auch anschauen. Und die Zahlen, wenn ich da jetzt vorlese, dann passt überhaupt nichts mehr. Was schätzt denn, wie viele Starts von unserem Podcast wir all over auf Spotify gehabt haben? Wo ich merkt, insgesamt Downloads 187.000. Wieder wie viel Starts? Was? Ja, das ist genau auch mein Problem. Was zur Hölle möchtest du mit Starts? Ich kapier's nicht. S-T-A-T-S oder wie? Starts. Stats. Oh Mann, du hast es falsch ausgesprochen. Also, mit R dazwischen. Also. R. R. Also, Kannst nicht schätzen. 307.275.
Da frage ich mich, wie passt das zusammen, dass doppelt so viele Starts allein auf Spotify sind? Man braucht für so bei uns nämlich auch mit dem Host-Ding, wenn wir mir mal die Zahlen anschauen, Stimmt überhaupt nichts zusammen. irgendwie passt da irgendwie gar nichts. Und da brauchst du vielleicht mal einen Lehrgang, keine Ahnung. Vielleicht Es haben wir gibt ein paar aber Konzepte raus. es gibt so kleine Fragezeichen-Dinger, wo man dann sagt, was Starts bedeuten. Das heißt, ein Start von der Folge, die mindestens 0 Sekunden gelaufen ist. Das heißt also, jeder, der mal draufgedrückt hat und sofort wieder weg, der wird da Zeit. Wow, super, das ist ganz wichtig. Ich wollte gerade sagen, interessiert keinen alten Nudelmann. Streams haben wir allerdings 226.000. Und das sind Folgenabspielungen mit mindestens 1 Minute Playtime halt. 226.000, nur Spotify. Da denke ich mir schon, das ist eine Viertelmillion fast. Ja, und du musst da überlegen, dass man mir die Folgen nur alle 2 Wochen da drauf Ja, bitte geben auf YouTube diese Zahl. Bitte gib Geld. So. Und da steht jetzt, wir haben eine Gesamtzahl an Hörerinnen von 60.000. Und wie viele Hörer? Weiß ich nicht, Frauen hören uns ganz wenig, ich glaube mit 2% oder so. Also ungelogen steht 2%. Mann, oder ich so. versuche mich immer für die Mädels zu Ja, das ist 60.000 Hörerinnen, sagt unser Podcast-Hoster, aber Spotify mit Abstand die meisten Plays hat natürlich, sagt 17.700. Wo halten die anderen 30.000? dieser. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ist der Unterschied vielleicht von Hörer zu Hörer dass Dass der Podcast-Hoster vielleicht nicht in der Lage ist, zu differenzieren, ist das jetzt ein neuer Hörer oder der letzte von letzter ja, genau. Woche. Deswegen zählt das doppelt und dreifach. Ich weiß nicht, wie es dann, weil du hast ja noch die Möglichkeit zum Abonnieren. Das müsste dann auch noch eigentlich unterteilt werden in wie viele Abonnenten hast. Dann hast du die Das sehe ich auch noch. Dann hast du noch die Hörer selber, die einfach wieder einschalten. Ich gesagt, ich sitze auch Wir haben wieder jetzt so, 1000 Bewertungen eigentlich. was soll das alles? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Habe ich letztes Mal erst geschaut, wir haben kurz vor 1000 Bewertungen. Ja. Deswegen wollte ich es gerade mal ansprechen. Ja, bewertet mal den Podcast, sagen wir sauber Zeit. Man muss immer. Arschgeil. Das ist wichtig. 982 mit 5,0 Sternen. Ja, Das heißt der Leaf Lloyd Podcast. 3018 Follower haben wir. Das ist so eine Statistik, die wirklich konstant nach oben geht. Das wird wirklich konstant mehr. Das freut uns sehr. Ehrlich? Ja, Gut. Follower nicht mehr gut für sowas. Für was macht man das? Dass sich keiner anhört. Ja, das macht Sinn. Schon Haus ab, das geht euch nichts aus, Privatsache. Scheiß Neugierige. Ja, das war's so zu Spotify. Recht viel mehr kann ich da leider nicht auslesen. Bringt mir auf die Neugierigen. Aber 300.000 Starts, aber halten wir es mal bei Streams, fast 250.000 ist fast schon saftig. Ja. Das habe ich vielleicht nicht gewusst, sage ich dir, was ist. Und jetzt macht's Bewertung, dass wir. Mach jetzt mal 1000 Bewertung. Los, gib. Ich habe so viele Kommentare gelesen bei mir im Hauptkanal, so mit, ja, hier in Spotify, nur Spotify, weil ich da sitze zum Beispiel, was weiß ich, im Bulldog und Maasfeld. Dann habe ich ganz Zeit für ein Video, dann sage ich, ja, oder im Auto hören die meisten. Ja, sag Ja. mal. Das tue ich zum Beispiel gar nicht im Auto, also im Auto her nicht, nur Wie Musik. fährst du im Monat Auto? Ich würde sagen, hast du überhaupt ein Auto? 1,5 Mal. Hast du ein Auto? Mindestens. Lüge. 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 Richtig. Er reitet über sein Pferd. Dann kommt Apple. Die hätten jetzt eigentlich, wenn er sagt, der hockt im Bullock, die sind doch jetzt die ganze Zeit an irgendwelche Ausfahrten gestanden. Da hätten sie Zeit gehabt, dass mit Folgen auf YouTube oder Stimmt. Das nächste Mal, wenn es in. Public Hearing. Ja, aber echt. Das nächste Mal, wenn's Leute- Deswegen haben sie da gestanden an Ja, den weil, Kreisverkehr. hey, treffen wir uns und schauen wir Spätzwirtschaft zusammen. Oh, fuck, jetzt haben wir die Autobahn blockiert, das wollte ich gar nicht. treffen wir uns in Garnagar im Kreisverkehr. Da haben wir das Chlor für Leinwand. Dafür treffen wir uns am Kreisverkehr. Das ist gut. Wenn jemand jemand fragt, dann sagen wir uns direkt Ampel auf, deswegen stehen wir da. Und die zweitgrößte Plattform ist Apple Podcasts mit 37.700 Wiedergaben. Wie viele Bewertungen haben wir dann da? Hast du da schon mal eingeschaut? Weil Apple Podcast hat auch eine Aber das hat, Bewertung. glaub ich, Scheiße damals gar Bewertungen nichts. habe ich nicht 20 oder geschaut. so. Schau jetzt einmal. Nicht viel, glaube ich. Ja, da musst du nur Und da haben wir das macht halt, die Zahlen passen überhaupt nicht zusammen. Treue Hörerinnen haben wir 333 und Hörer, allgemein haben wir 488. Und diese 488 Hörer haben 40.000 Mal unseren, was ist das für ein Schwachsinn? Ja, die waren nicht fleißig, lass ihn Ja, jetzt. kannst du schauen? 488 Hörer haben 37.700 Wiedergaben ausgelöst. Das sind brutale. Das heißt, jeder von denen hört sich 4.000 Mal unseren Scheiß. Was, Die sind richtig brutal. so ein blöder behinderten Scheiß, keine Ahnung. Da haben wir 213 Follower. Und dann droppt es ganz massiv, dann ist der nächste der Google. Google Podcasts, da haben wir 1099 Wiedergaben und ab dann wird's halt, ja, Und schon gefunden, kurze wird. Quetschke. Und? Da sind wir bei 55 Bewertungen mit 4,9. Ja, da weniger wie 5 geben, was für Hurensohn. Ich weiß es nicht. Viva la Movilusion. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich du gewonnen. Ja! Wahrscheinlich Glaube unser nicht. Podcast. Gibt's Scherz Ah, das mein haben- noch. Schon. YouTube versus Podcast mit T. Ich liebe euch.
Grüße euch, ihr Preußen aus der Oberpfalz. Halt den Scheißschnauzer. Halt den Scheißschnauzer. Wir wollen die 4. Ich meine, die suche ich jetzt raus Ja. und den wichse ich. Den wichst man. Den vorher Frammering, den Teufel. Was tut man im Freimering? Keine Ahnung, irgendjemand hat gesagt, zu mir soll ich verrammen und ich hab das nicht ganz ich hab's nicht gehört. Und hat gesagt, warum ich mir auf Frammering gefunden? Und seitdem Ja, weiß man, wurscht, das Jahr ist sauber. dann hat sie gekostet, so, ich fahre auf Frammering und es kostet soll ich verrammen. Und dann Also kommen es ist auf alle Fälle einer mit 2 Sternen, der uns da die Suppe 2 versalzt. Sterne, der Ja, ist mit Sicherheit irgendein linker kleiner Trottel. Na 100 Pro, das sind sie mich immer. Ich weiß nicht. Grüß und gerne. Hallo, ich möchte alle Bewertungen sehen. Warum sagst du mir gerade 3? Schwanz. Ich weiß gar nicht, wo man kann nur an der Handy-App bewerten, ne? Ja, dann haben wir so in den Raum gestellt, alle auf YouTube, Like-Button smashen, lassen wir mehr Abos da, was sind die Scheiße eigentlich und, Ja, ehrlich. und schreib's in Kommentare. Oh, da weiß ich was man, wie man die Leute, das würde mich nämlich interessieren, was die Leute meinen, was wir mir mit dem Podcast verdienen. Ja. Das würde mich interessieren, was Leute so in einem Kopf umeinander schwirrt, so mit was Ich gebe euch Schatz- Tipp, es sind wahrscheinlich Euronen. Vielleicht haben sie aber auch Rubel, Dollar. das haben wir von Putin zahlt. Aber mir die Antwort, die wo man sagen, die ist doch geteilt durch 10 wegen Finanzamt, oder? Ja, mindestens. Ja. Ich kann nicht Ja, alle das- Bewertungen anschauen da auf Apple. Ich sag nur die 5er, den 2er Ja, sehe weil ich es kein nicht. Apple hast wahrscheinlich. Apple, da zahlt man immer Vollpreis und kriegt nur das Dreiviertel. Dreckschweine. Das ist wie Sex mit mir. Nein, ich gebe schon über den ganzen. Ja, ich auch, aber das ist halt kein ganzer. Ne? Also, Aber ich gebe dann Sammling kommt- vielleicht. Und dann kommt seit letztes Jahr, Anfang letztes Jahr, also seit einem guten Jahr, kommt YouTube. Und YouTube ist viel mehr, als ich das jemals dachte. Leck mich am Sack. Du. Was schätzt denn, wie viele Aufrufe wir all over nur in dem Kanal? Da haben jetzt ich glaube, die ersten paar Folgen so, was ist ich, 5, 10 oder so, haben auch nur auf meinem Hauptkanal gewinnen. Die zählen nicht dazu. Nur im Speziwirtschaft-Kanal. boah, keine Ahnung, wie viele Folgen sind das dann? Ich weiß leider. Das ist vorher, wie schon gesagt. Okay. Musik. Insgesamt Folgen haben wir glaube ich, bei 53 oder 54. Die oder ersten 10 bis 0,5. 15. Also haben wir ungefähr 40 Folgen. Dum, 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 Keine dum, Ahnung. dum, dum. Keine Antwort. Jetzt warte, Alter, ich rechne gerade voll und du mit dem Scheiß. Wieso rechnest du? Du sollst einfach nur schatzen, du Aff. Gib mir meinen Stift. Du da schön aus. drei hoch. Fast eine halbe Million. Ja, da war ich War ich knapp, ja, ich hätte jetzt auch gesagt. 68.000 bin ich gekommen. Für, ne, 455. Ja, irgendwo. Aber da, Das war ist, Rundungsfehler. da haben die ein, zwei Shorts sind da nicht dabei, gut, die haben ja irrelevant, aber wie gesagt, das sind halt die ersten Aufrufe von den ersten Folgen im Hauptkanal nicht mit dabei und dann warten wir über eine halbe Million. Das sind 181.000 Stunden Wiedergabezeit. Schon happig. Wieder, ich höre immer die, Ja, 180 Euro, wenn es warten, dann war ich nicht mehr da. Sag ich dir, das ist was da Na, mal 180.000. 180.000. 5.091 Abonnenten. Kann mittlerweile schon ein paar mehr sein, weil das am Tag kriegen wir so ungefähr 12.000. 5. 5 oder so. Und was mich jetzt interessieren das ist, was die Leute meinen, was der Kanal auf YouTube Geld produziert hat. Das werde ich jetzt auch nicht Oder sagen. auf Spotify. Ihr zwar kennt es auch, Meron, insgesamt, die habe ich schon gesagt, du darfst nicht ran. Also insgesamt Geld braucht. Was der YouTube-Kanal mit den Videos Geld produziert hat, also an geschätztem Umsatz, YouTube sagt er das auch nicht genau, das ist völlig behindert, aber es ist halt so, zumindest nicht Cent oder Euro genau, was die Leute so meinen. Und irgendwann, die Tage danach, wann kommt die Folge am Sonntag, wenn ich am Montag oder am Dienstag oder sowas kommentiere ich dann eine und pin's oben hin, Ja, nein, was der Mittwoch, Kanal Donnerstag gemacht hat. Und Donnerstag erst? Mittwoch, Donnerstag. Ja. Mittwoch, Donnerstag erst. Ja. Ja. Und Ja, die schreibe können- als Kommentar aber die rein, was der zwei Betrag Schätzungen ist. schreiben einmal YouTube und Spotify. Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Oh, Punkt. Alter. Genau. Da muss ich aber selber erst nachrennen, weil das bei Spotify weiß ich nicht. Ja gut, da kannst du, glaube ich, Keine Ahnung. bei den intern immer das. Dann brauchst du Nicht mal. Nicht mal, weil das, was da irgendwo einmal gestanden ist, habe ich nie gekriegt. Dreckschweine. Schweine. Das würde mich interessieren, was so als Außenstehende, die vielleicht selber keinen Podcast betreiben oder selber keinen YouTube-Kanal betreiben, was die Noobs. meinen, was eine halbe Million Aufrufe und Geld produziert, ob man da noch arbeiten gehen muss. Ja, aber Auf wir müssen gar sagen, keinen wie oft, dass wir mir gefleckt worden sind. Das kann viel mehr sein. Das ist aber, glaube ich, normal, weil jeder Kanal wird einfach immer entmonetarisiert. Das passiert. Ja, es waren schon ein paar dabei, vor allem, wenn ein Video in die ersten 2 Tagen, am ersten Tag kriegst du die meisten Views, am zweiten Tag kriegst du noch die Hälfte vom Vortag, dann nochmal die Hälfte und dann wird es irrelevant. Und wenn in die ersten 2 Tagen dein YouTube-Video entmonetarisiert ist, kriegst du einen Scheißdreck.
Also dann kriegst du 0, sprichwörtlich nichts. Also sollten sie alle unsere Herren merken, jetzt müsst nach 3 Tagen noch mehr alle unser Video anschauen. Und alle Werbungen durchlaufen lassen. Genau, Richtig. Genau, und wenn es nicht tat, dann hau ich ins Sack. Die besten hat die 50-Minuten-Werbungen, die müsst ihr durchlaufen Oh, lassen. apropos Werbung, Wix Amazon Prime haut da jetzt auch Werbung in eine, gell? Jawohl. Ja. Kotz im Hab Strahl. ich gesehen. Aber die 3 Euro kriegen sie nicht, lieber gehen in der Zeit schnell aufs Klo und kack. Okay, mal gleich darüber reden. Ich habe die letzte kleine Mini-Statistik habe ich mit dabei, unsere 3 meistgesehenen Videos. Das ist meistgesehene mit 14.000 Aufrufe ist Berufsschule und Azubi-Zeit. Das war unsere 11. Folge. Dann der eine Short, wo ich über die Cannabis-Legalisierung schwadroniere. Das war mir bewusst damals, wie ich es ausschneide, dass genau diese irgendwelche Affen von alle Richtungen triggert, hat funktioniert. Mit 12.500, aber gut, ist ein Short, ist wurscht. Und die dritthäufigste war Hard Facts, schmeckt besser als der Brettstift. Mit 12.000 Aufrufe. Sollten wir über das Thema nochmal reden? Wie kann man mal einen Selbsttest machen? Ein nächstes Labello Mal? mit ins Spiel bringen. Und mich da jetzt so stark interessieren, warum? Ich verstehe nicht. War der Brettstift da ein heiß diskutiertes Thema? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. War da drin was besonders lustig? Vielleicht Keine Ahnung. Uhu wegen dem Atomkraft-Ausstieg. Das ist Uhu. Ja, aber so, meinst du, dass das die Affen wissen, die uns so hören? Na, auf keinen Ja, Fall. also, Spackenverein. Ich frage mich generell, wenn man das alles jetzt zusammenreden, halt, ein Dreiviertel der Million ist vielleicht schon. Kann man so sagen, Alter, Dreiviertel Million ist Aufrufe, egal auf was von der Wir Plattform gehen ist, auf alle Fälle schon zwingend Chicks dafür. Ne? Das ist, ja, Das müssen eigentlich viel mehr gehen. Ich meine, dass man da den Film ein bisschen ausnutzen kann und Dafür zu mir kommen immer nur Quamper die Typen hier und sagen, das ist gar nicht, verpiss dich, was das geht. aber Ich muss ja mal ein bisschen Wo haben wir open-minded das sein. weiter- Vielleicht, Prinzipiell weiß ich ja, aber es sind, wie gesagt, nur Quamper die Typen. Wenn so ein geiler durchtrainiert war, dann sagen, ja, why not? Quamper die Typen mit 3 Fingern. Ja, genau. Das weißt du nicht. 2 in the pink, 1 in the stink. Dann warst du nicht da. Na, da war ich leider nicht da. Wir waren ja letzten Freitag noch in Straubing. Ach, du Scheiße. Jetzt weiß ich wieder, warum ich so ungern fortgehe. Warum? Verzeih's mal. Ich habe wegen Quamper die Fanboys mit 3 Fingern. Ihr Wichser. Wenn jetzt der den Podcast hört, dann hat er echt ein Problem mit sich selbst. Na oder nicht? Der hat ja nur 3 Finger gehabt. Ich Das habe ist nur 3 eine Finger Tatsache. gehabt. Das ist mir nicht aufgefallen, das ist ja was Besonderes. Nicht jeder zweite Ja. hat bloß 3 Fingern. Das ist nicht, ja, das sext halt Aber es war wieder typisch, ausgehen, Raucher, 2 Minuten. Hey, bist du da? Oh nein. Ja, genau, Gronk. Ja, normalerweise sage ich aber nein, kleine Schwester. Hast du eh gesagt, aber das haben sie Hab nicht, ich? haben's nicht geglaubt, ne? Hat mir nicht geklappt. Haben sie nicht geglaubt, ne? Birgerin sagt da, ich soll sagen, ja, mit ich weiß schon, der Birger, mit dem wir oft verwechselt. Ja, das ist jetzt eigentlich. Ja, aber da- Ah, das schaust wirklich genauso. Dann schaust du mit 10 Sekunden länger und dann hörst du, halt dein Maul, du bist das doch. Das ist Ja. nicht wirklich, wir sind mal eineige Zwillinge. Von verschiedenen Das habe ich Müttern. aber, glaube ich, schon mal erzählt. Das habe ich noch in den Schulkameraden. Ja, Das das kann man immer wieder durchziehen. Probieren wir beim nächsten Mal. Oder ihr red's genau gleich, schaut's genau gleich. Ja, Fahren wir wieder ins krass. Chaos und probieren es. Vielleicht gibt der weiß Kevin ich auch wieder. nicht. Der gute old Kevin. Ja, Kevin Ich gebe einen Schnaps aus. Ich mag keinen Schnaps. Ich gebe keinen Schnaps aus. Ich mag keinen Schnaps. 5 Minuten später, du hast einen Schnaps. Ich trinke einen Schnaps. Wieso? Und dann hast du Gibt's ja gar Hunger. nicht. Nein, aber nicht. Oh. Was hast du die 6 Mal echt ernst gemeint? Was gesagt hast? Nein. Ist schön. Es ist ja, so ist kein Stress, da, wenn Leute besoffen sind. Vor allem, wenn sie dann zu dir am Tisch sitzen und so. Und starren die einfach an. Wir Ich und er unterhalten uns. viele- Und er sitzt die ganze Zeit da. Genauso wie jetzt. Starren uns einfach an und du bist rotzenvoll. Und du bist eine fremde Person, möchte ich dazu sagen. Und wir unterhalten uns und unterhalten uns. du Scheiße. Und er hört ums Verrecken nicht auf, sitzt hier so und schaut uns zu. Das ist halt einfach unangenehm. Ja, das ist eine komische Situation. Anstatt man einfach sagt, so wie normale Menschen, hey, trinken wir miteinander, Prost, kann ich mir mal dazusetzen, von der ja, Logo, bist jederzeit willkommen, nee. aber nicht so. Ja, vor allem nicht Hallo, nicht gar nichts, einfach Ja. ein Sturfzeichen ziehen, hingesessen Dann und die so ganze, geschaut. Zeit, die ganze Zeit noch die Bürgerin und die Freundin, die dabei war, dumm anschmerzen, wo du eh schon so kurz verknappt bist, dass du sagst, hey, jetzt Ja. kommst du hart an die Grenze, wo du den Maul aufreißt. Das war eh so geil. Er hat ja zuerst Sandra angeheiert, also Ja. die beste Freundin von der Bürgerin, die waren an der Bau und so weiter, und dann hat er Sandra angeheiert. So hat er gesagt, er will das Ding ausgeben und so weiter, bis er mich gesehen hat. Dann war Sandra nicht mehr interessant. Tja, dann weiß ich nicht, ob Sandra nicht heiß genug für dich ist, Birger. Ja, was denn? Hä? Für Hat schon auf mich, jeden Fall für gewundert. mich das schon klar. Freilich. Für den kleinen Finger gelangt. So, jetzt Themawechsel. Wo haben wir gestehen geblieben? Scheiß Amazon Prime Wichser. Ja, ich hab's auch, die Bürgerin hat mich extra geholt. Oh, danke, Vierer, lies das. Die Garnier Frucht ist ja ein Grutz fix nochmal. Das regt mich vielleicht selbst auf. Ich hab aber nur, sie schaut ja gerade The Walking Dead, und hab dann mal gefragt, ja, wie viel Werbung hast du nicht schon gekriegt? Oder gar nicht. Wie? Hast du die 3 Euro gezahlt? Nein. Dann warten noch. I doubt it. Nein.
Ja, haben wir wieder beim Piratenhut aufsitzen. Ja, So, obwohl das es die ist- Krieg- Ja, da war ja schon kurz Das ist davor. doch auch so ein Thema, das ist wie, vielleicht ist es gar nicht so schlecht mit am Anfang von der Werbung. Das ist doch wie mit dem PC damals, wo man PC gestartet hat, bis er hochgefahren ist. Es hat genau so eine halbe Minuten bis Minuten dauert, da hast du schön aufs Klo gehen oder da was zum Essen holen. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt. Hast du schon geschaut mit Werbung? Ja. Oder du? Ja, ich hab das, Seven vs. Wild, habe ich da geschaut. Da ist am Anfang auch, wie wir dieses wie hat das geheißen? Ja, die komische. Ja, genau. Und da war ja am Suppenscheiße, Anfang schon Werbung. Da hast du 40 Sekunden Werbung vor dem Ding. Dann stehst du halt auf, holst eine Packung Chips oder sonst was. Kommt während Glaube ich, der kann Sendung auch Ja, jetzt- kann auch kommen. Ich habe Das jetzt, ist halt das Letzte. ich hab jetzt nur so 20 Jetzt haben Minuten wir Dinge, da haben sie halt dann am Anfang mal und am Ende. Aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn es was länger so schon Ja, doch, ich glaube, die haben dann alle. Ich habe noch einen Film angeschaut seitdem. Ja, dann wird's Zeit. Weiß ja noch nicht, lange wann das ist. Vorgestern oder so. Oder Ja, vor 2-3 Tagen. Ey, sind wir oder mal als wie. Protest, wenn wir jetzt da alle 10 Minuten schön Werbung rein da. Gar nicht guckt das mit uns Du, das tue ich jede Woche von Hand, dass alle 10 Minuten der Werbeblock drin ist, aber wenn ich es nicht tue, macht YouTube alle 2 Minuten ein. Dann machen wir das doch mal über YouTube. Sollen wir lassen wir doch das mal YouTube machen. Oh, dieses scheiß YouTube! Ah, großer Gott. Ja, kann ich nicht sagen. Ich habe auf alle Fälle den Eindruck, alle Social Media Plattformen und Streaming-Dienstleister und so weiter werden gespannt langsam, dass entweder gelangt denen der Gewinn nicht. Oder sie gespannen so langsam, sollte man mal schwarze Zahlen machen, einfach in die Welt hinaus streamen, ohne Geld dafür verlangen, funktioniert auf Dauer nicht. Und ich glaube, wir haben so kurz davor, dass wir in Richtung Fernsehprogramm gehen. Yes! Weil das wird nur schlimmer und nicht besser. Ja, vor allem Amazon, halt doch dein Ab Maul, das du ist hast so vor viel Juni- Geld, dass was weiß ich, wie viel Streaming-Anbieter gelangen da Habt mit ihr dem dann auch Scheiß. jetzt von TikTok und Universal mitgekriegt? Ja, die haben einen Streit wegen der Musikrechte gehabt, oder? Ja, den haben sie glaube ich immer noch sogar. Also ich habe nur gelesen, dass Die es haben noch jetzt gibt, alle aber Musik, jede ganze Musik Universal-Musik ausgedo. ist raus, oder? Die haben es komplett ausgedo. Egal zu welchem Video, weil ganz viele ja auch das Ganze jetzt promoten, dass die praktisch vor die Release, dieser Donnerstag auf Nacht immer, Das dass die wundert dann mich schon sowieso dieses schon ganze lang. Ding raushauen. Und aber ich glaube, dieses gefährliche Halbwissen, 2 oder 3 Firmen, die haben ja in Spotify damals sich Anteile gekauft und auch vertraglich festgehalten, dass Spotify niemals eigene Künstler einstellen darf und so weiter. Also das heißt, die müssen ja Was praktisch Spotify? die haben davon keine eigenen Künstler auf der Plattform. Also dass sie praktisch keine nicht keine Spotify. Produktionsfirma wären, die für ich mein keine TikTok. Also TikTok, okay. Dass die keine Produzenten sein dürfen für Künstler. Nein, das war Spotify. Nein, das habe ich durcheinander gebracht. Das war auf Spotify, das war eine andere Geschichte. Die ist aber ganz Loser. interessant. Nicht. Komm her. Wuser. Andere Geschichte. Entschuldigung. Chill. Ja. Dein Kitzler. Aber So, nur, wenn du nochmal. das streichst. Ich weiß jetzt dann nicht mehr. Universal hat die ganze Musik ja, aus TikTok genau. Also gezogen. das stimmt. Das wundert mich. Das ist die Grundlinie. Das wundert mich sowieso schon seit Ewigkeiten, warum das überhaupt so reibungslos jahrelang jetzt gegangen ist, dass da jedes Lied einfach jeder hernimmt darf und keine haben, Ahnung. Ja, die haben ja da anscheinend Na, einen auch Deal ihre eigene miteinander. Musik, also auch ihre eigene Musik. Zum Beispiel dieser, keine Ahnung, Chiagu, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ja, der Reragu. mit Reragu, genau. Halt gibt's auch. Ja. Heid, Ja, die haben ja eigentlich einen Deal mal miteinander, dass sie es benutzen dürfen und jetzt haben sie neu verhandelt, glaube ich. Und Universal ist aber damit nicht einverstanden, wo es TikTok nicht bieten darf und jetzt haben sie gesagt, Arrivederci. Arrivederci. Und ich nehme alles mit, ich nehme nur alles. Haus, Hof, Frau, Kinder und Musik. Mein Haus, mein Boot, mein Kind, Mein Hodensack. Dein Hodensack unter Wasser halten. mein Reidel auch. Das nehme ich auch ab Sommer als Account-Sharing streichen, ne? Das hat auch Netflix auch erst gemacht, aber jetzt Ja. erlauben sie wieder 2 oder so. Hat mir Nein, also gestern du jemand kannst, gesagt. ja, du kannst bei Netflix einen Account dazu kaufen, kostet dann nur einen Fünfer. Das zahlst du halt auf alle Fälle. Dann kann er ein paar andere hernehmen und ja, hat ihnen auf alle Fälle steigende Abonnentenzahlen beschert. Und jetzt hat Disney im Sommer anscheinend noch. Und bei Disney ist es schon geil gewesen, weil du hast dann einfach Sim-Accounts gehabt. Disney will sich jetzt auch mit Ding zusammenschließen, oder? Mit Fortnite. Na, mit Apple. Mit Epic Epic Games, Games ja. wollen sie irgendwas machen. Das- Ja, das kommt hängt- ja vor, was rauskommt. Ich hätte irgendwie so ein bisschen nach Kingdom Hearts so, was da angekündigt haben. Mit Ja. allen Figuren aus dem Disney, Star Wars, Ja, genau. Marvel, was weiß ich. Was auch immer, die haben ja gucken, 1,5 Milliarden oder so. So. Da werden Summen umeinander geschissen. Das ist unglaublich. Das ist echt Wahnsinn. So unfassbar. Ich habe auch diese Woche mitgekriegt, dass Microsoft hat ja Bethesda gekauft, also machen von Skyrim, Fallout und dem jüngsten Titel Starfield. Und Starfield ist eine sehr eine unterirdisch schlechte, beschissene, langweilige Drecksscheiße, dass jetzt den Exklusiv-Deal, sage ich jetzt einfach einmal, mit Xbox und PC only jetzt schon, nicht einmal ein halbes Jahr später, aufgeben und auf der Playstation bringen. Warum wohl?
Dann schaust du mal auf Steam, die Spielerzahlen noch, so in der Woche waren es irgendwie 8000 Leute spielen Skyrim, ich meine 8000 Leute spielen Starfield und 25.000 Leute Skyrim. Skyrim ist 14 Jahre alt. 13 Jahre, Entschuldigung. Ja, ist irgendwas nicht richtig gemacht worden, scheinbar. Ich fürchte nicht. Scheinbar. Das ist ein dermaßen liebloses, leeres Scheißdrecksspiel. Da haben sie wieder an jeder Ecke haben sie wieder auf Sachen konzentriert und die keine Sau interessiert und ja. Und ich ahne. Ja, aber die ganze Gaming-Industrie hat ja mittlerweile Probleme, gell? Oh ja, bei Twitch hat er Drittel seiner Belegschaft ausgestellt. Ja. Riot Weil- Games auch 500 Mitarbeiter. Ja. Die kriegen. Die sind nicht mehr angefasst worden. Ich schiebe es ein bisschen auf einen Backlash in der Corona-Zeit 2021 vor allem 21 und dann 22 noch, hat ja jeder Online-Dienstleister hier Stonks ohne Ende. Ja, voll. Und dann müssen die Leute leider einsteigen ohne Ende. Ist auch klar. Streaming ist gewachsen ohne Ende. Gaming ist gewachsen ohne Ende. Sämtliche Streaming-Dienstleister haben gewachsen auf einen Schlag ohne Ende. Dann brauchen wir ganz viel Mitarbeiter. Ja, 1,5 Jahre später normalisiert sich das halt wieder. Und okay, jetzt muss dann die Belegschaft halt wieder gehen. Und bei Twitch ist sowieso so, die schreiben, wann hat Amazon Twitch gekauft? 15? Gestern? Weiß ich nicht, vor sehr langer Zeit schon. Für über 1 Milliarde $, die wollen auch irgendwann einmal schwarze Zahlen sehen. Und Twitch hat immer noch keine schwarzen Zahlen, nicht 8 Jahre später. Und ist aber... Hätten sie vielleicht da, was letztes Jahr diese kurze Richtlinienänderung gemacht haben, wo man dann mit 2 Tagen lang Genitalien sagen hat, beibehalten sollen. Das ist eine utopische Scheiße. Aber dann war richtig Kohle geflossen. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Die machen so, das sind so seltsame Entscheidungen. Auf einmal darf keiner mehr woanders streamen, da bin ja jeder nachgeflogen. Was heißt geflogen? Ich bin halt einfach gegangen. Seit Juli. Dann diese Regelung, dass die auf einmal irgendwelche Nude-Regelungen, man darf bis daher das und das. Und dann sitzen auf einmal Leute drin und lutschen Gummischwanz, da wo ich sage, Alter, was ist denn mit euch? Richtig geil. Und keine Ahnung, was alles für eine Scheiße. Es ist ganz Gummischwanz ist ein seltsam. gutes Stichwort, weil ich wollte im Fasching eigentlich einen Koktopus machen und wollte mir auch Dildos irgendwo ohne Picker, aber die sind scheiß teuer, die Dinge. Jetzt mach ich doch nicht. Ich hab doch einmal so die Gustl-Videos gemacht, weißt du? Ja. Mit den Dingen. Und im dritten Teil geht's halt ums Fegeln und so weiter und am Schluss scheißt er ihr auf den Ranzen und dann fährt er so ein pinker Dildo rein und bei Eis.de steht er 2,99 € gekostet. Weil da muss ich da noch schauen. Ich habe mal schnell auf Amazon geschaut, weil ich brauche 8 Stück. Was das ist. Ich weiß ja nicht, ob's... Und das ist das billigste 8 € und dann habe ich extra eingegeben billige Mini-Dildos. Und dann ist das billigste 7,30 €. Ich so, ja, aber das ist immer noch zu teuer, ja, wenn ich mal 8 Stück brauche. aber alles ist mal 8 teuer, selbst wenn er 3 € kostet für den Spaß. Ja, für den Spaß. Also alles, was bis 5 € geht, das mache ich wieder. Und bei 5 € habe ich mir die Grenze gesetzt für den Koktopus-Scheiß. Aber ja, Eis.de schaue ich mir noch schnell. Da haben wir jetzt endlich bei dem Thema, wo du einmal im Jahr auch was zum Schmerzen Ja, hast. Fotzen. Stellen wir noch ein paar Wichseier dazu. Was? Wo geht's jetzt eigentlich hin? Geht's dieses Fasching? Also bei mir ist jetzt, wenn dann am Samstag vielleicht das Tiefenrausch, aber ansonsten, es war halt nur Landau, Faschingsmarkt und Rosenmontag in Simbach, aber irgendwie habe ich überhaupt keine Stimmung. Okay. Ja, ich hab halt schon ein bisschen Stimmung, ich hab halt schon 2 gekauft. Du hast ja nichts außer Saufen. Was soll ich machen? Kann man nicht ernst nehmen. Na, Sonntag haben wir einen Deichbach, as always. War ich noch Und nie. Montag großen Montagsball In Mamming, Wo? oder wie? Weiming? in Mamminger. Da war ich auch immer gern. Das war so die einzige Da haben wir jetzt Faschingsding, wo ich immer gern Kostüme war. bestellt, früher. oder ich hoffe, dass die noch kommen bis Montag. Tick, Trick und Track. Ganz große Idee, da ist, glaube ich, vorher noch nie jemand drauf gekommen. Ja, wirklich nicht, glaube ich nicht. Gibt's erst seit heuer. Na, aber es ist ja ganz früh, weil das ist als Motto ist in der Kindheitshelden dieses Jahr am großen Montagsball. Warum dann nicht der Onkel Werner? Ich wollte gerade, wie der ausschaut. Warum Ja, denn Göttel? hallo, wir Ja, haben der Göttel. doch das schon oft erklärt, wie der Onkel Werner ausschaut. Ja. Wieder Foodlabel, Franz. Ja, und wie schaut der aus? Was ist die Da ersten, habe ich sprichwörtlich ein Video dazu gemacht, wie der ausschaut. Ja, die schau ersten mal 2, 3 direkt Folgen, zu. in die ersten 2, 3 Ja, Folgen, so uns, glaube ich, wird es erklärt, weil da ist er eingeführt worden, der Onkel Werner, und da haben wir noch erklärt, wie der ausschauen muss. Ja, so ein Volksstiftsunterhemd, glaube ich. Ja, aber das lassen wir. So halber Platten, so. Kennt alles. Ist, oder? Na, aber ganz witzig. Wir haben jetzt für einen Faschingssonntag haben wir aber unser Kostüm fertig gemacht gestern. Da gehen wir als so Safari-Typis, die auch Safari gängen. Jetzt bin ich angefixt für den Rosenmontags, weil das als Onkel Werner kommt. Das war schon witzig. Und ich als Foodlabel, Franz. Fix Na, meine. dann gehen wir so als Safari-Outfit, weil Kann ich mit der Schießen geht da drin. ja, aber es ist bald mal ganz anders gehen. Der Kevin wieder. Okay. Und der Nein, Raptor. Ist jetzt schon geschert, gell? Hallo. Ist schon geschert. Die Leute kennen uns, wenn sie das nicht verkraften, müssen sie ausschalten. Die meisten sagen ja sogar, ich möchte von die beleidigt werden. Das ist irgendwie so ein bisschen so Kinker geworden bei manchen. Echt? Ja, ich glaube.
Da 5 voll- Euro schreibe ich an. Ja, aber schon voll oft Keine gesagt, Ahnung, was das soll. hey, ich mag Geil. das nur, damit mich da keiner beleidigt. Aber Okay, das darf ich doch nie tun, du bist für der süße Typ, sag ich dann. Du bist süß. Ja, du nicht, du schwuler, ekelhafter. Verdammt, selber schwul. Na, du, 1, 2, 3 Nummer dabei gekämpft. Oh. Okay, ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich Ja, sagen so, soll. genau, Ja, so ja, eine ja. komische Ja. Geschichte mit Safari weiter. Spiegelbrecher. Der Spiegelbrecher. Spiegelbrecher. Ja, aber ich habe ja nicht einen Ja, der gemacht, kriegt oder? gegen Impfung. Ja. Erzähl der Safari-Geschichte. Ah ja. Ja, aber wir haben uns dann kurzfristig entschlossen, doch. Du kriegst jetzt dann so eine geile Schulter. Ja, es ist die so zwingt, dass dein dummes Maul da an das Mikrofon noch nicht tust. diese Stühle sind einfach scheiße. Binden wir mal das Mikro irgendwie so. Und Ja, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich das nicht einfach Soll so sich nehme. das Mikro umbinden? Weil ich das nicht einfach so nehme und mich so hersetze. Das war viel Es cooler. reibt sich mit dem Mikro ein. Geht. So hört sich übrigens mein Schwanz so. Leck mir den Daumen. Jesus, fast der Hakenkreuz. Wow. Scheiß Nazis. Halt nur noch ein Kabel. Ja. Machen wir lieber schnell eine Demo gegen rechts los. So, jetzt erzähl mal. Da ist sofort in dem ja. Raum hier drin. Ja, 5 Sekunden Also, später. also- Deutschland! Der war jetzt oder los, Mann? So, so viel. Gut. Safari übrigens, wir haben im Dritten Reich einen. Kein Schmaul jetzt einfach. Machst du praktisch einen Wüstenfuchs oder wie? Haben wir den haben wir auch schon lange nicht Der mehr Herr Rommel Ja? macht Krach mit seiner Trommel. So, jetzt erzähl mal jetzt irgendeine Geschichte von der Safari. Haben wir doch schon. Was denn? Habt ihr einen Löwen auch dabei? Nein. Warum nicht? Auf das kommt ist wieder ja- keiner. weil Ihr der- redet alle das drei ist mit dem ja Safari Die witzige anzugemacht. Idee, Weil der in Mongos. Berlin verkleidet als Wulzer Nein. Das war Wir haben ja nämlich eigentlich einen Spätzl, der wo halt auch sehr gerne in den Fasching gegangen war. aber Gürtel. Ja, fast. Der heißt Obermeier. Und der ist halt eigentlich, glaube ich, der geilt jede Frau an. Es ist egal, die muss nur Puls haben. Und deswegen nehmen wir ihn immer Obergeier. Und deswegen gehen wir jetzt zu einem Safari-Typen und jetzt werden wir, der eine nimmt ein Fernglasel mit, der nimmt so ein Buch mit, wo man dann so Notizen einschreiben können zu der Frau. Der dritte nimmt einen Kescher mit. Dann werden wir uns praktisch auf die Suche machen nach Frauen. Hinten auf unserer Jacken steht sein Name drauf, ein riesen QR-Code, da wo es dann direkt auf der Instagram-Profil kommst, unsere Handynummer bei jedem von uns 7 Leuten. Der wird sich freuen. Ja, weil er hat jetzt eben- Wahrscheinlich gefällt er sich aber heute wirklich. Das ist Ja, das ja, das Schlimme. ist ja das. Jetzt das hat er mal, Datenschutz, der hat mal heute in der technisch Früh, geregelt? ja. Der hat mal heute in der Früh hat er mal noch, Jetzt haben wir einen Vertrag unterschreiben lassen. der hat mal heute in der Früh hat er mal noch so Mitleidsbilder geschickt, die wo ich in mein Notizbuch da so Warum bin. kann der nicht mit? Oder warum ist der nicht Der hat einen Skiunfall gehabt und hat sich da jetzt praktisch ja, das ist schon zwei Wirbelhand da versteift worden jetzt. Und der läuft jetzt erst einmal 6 Wochen mit so einer Halskrause rum. Da sitzt du in den Rollstuhl und wackelt numeinander, Ja, die das herzlosen kann er ja gar Superfreunde. nicht. Warum nicht? Na, weil der Hast ist du jetzt noch gerade frisch operiert worden, der konnte nicht einmal. Ja, dafür gibt es eine Halskrause und einen Strohhalm für den Ja, Mast. aber du weißt, was in Deichspruch los ist. Ja, dann muss er jetzt so gehen. Nein, das kannst du knicken. Das kannst du nicht machen. Ja, weil ich bei uns ja ganz furchtbar oft, wenn irgendjemand mit dem Rollstuhl umeinander wackelt, ist das erste, was ich Nein, tue, das Dropkicks Problem Ich hab das aufteilen. gerade, als wir am Knie operiert gehabt haben, da waren wir im Gnädelfest da, weißt du schon, da, wo ist denn das? Irgendwo bei den Gnädel. Und dann bin ich immer durch mit die Krücke und hab gesagt, lass mich durch, ich bin behindert und alle sind auf Zeiten gegangen. Das ist gut, ja. Das war super. Das ist klar. Mir sagt gar nicht mehr so weit gefeiert, ich hab die Krücke einfach nur mitgenommen, weil ich gewusst habe, da geht's so wie Scheiße und so komm ich durch. Habe ich doch recht gehabt damals im Intro, wie gesagt, dass der kann nicht beim Aldi vorn parken. Vor der Auf dem Eingangs- Frauenparkplatz. Oder auf den, der mit B anfängt, was? Busenparkplatz. Ist auch ein Frauenparkplatz. Der mit K anfängt, Kauche-Parkplatz. richtig. Und der mit O anfängt. Ähm, Der sagt sich nicht so schön, weil es bloß ein einsilbiges Wort ist. Otzenparkplatz. Otzen. Otzen. Ozelot. Otze war's, Ozelot Parkplatz. Also ich hoffe das praktisch, dass es da für einen Haufen Chicks klar macht. So. Ja, das ist halt Ich der weiß nicht mal, Nein, wie das du für dir Chick klar Nein, machst. nein, das ist der Witz an der ganzen Sache, weil jede Frau, oder fast jede Frau, wenn ich meine Hand für ins Feuer legen kennt einen Obergeier. Und ist bestimmt auch schon von ihm angeschrieben worden, deswegen ist Hat er eine gute Quote dann eigentlich? so unglaublich witzig. Nein, der hat eine sehr schlechte Quote. Also hat er nicht einen Riss. Nein, aber er ist total nett. Ja, oder weißt Aber du, ich dass glaub, nicht der kleine behinderte Bruder von Scheiße ist? Ja, und Das ich ist ja der bin der Punkt. komplett geistig behindert Straßenwohnt. Ja, und jetzt ist er halt auch noch, nicht nur geistig behindert. Das ist erst recht. Das ist der Freifahrtschein. Du willst dann mit dem Rollstuhl durch die scheiß Nein, Geschichte das- durchwagelst. Das kannst du aber knicken. Dann hat er so viele Fotzen am Schuss, so schnell kann er gar nicht schauen. Mitleidswaglerei. Ja, Und und wenn er dann keinen funktioniert's hochkriegt, dann noch? kann er es auch drauf schieben. Ich kann meinen Kopf nicht reden, aber der Hund geht. Das sind Tabletten. Hint für weiße, Hint für blaue. Dann geht's ab. Verdammt nochmal, ich bin jetzt richtig angefixt mit dem Onkel Werner Kostüm, wenn's da heißt Helden einer Kindheit immer aus dem Montagspark. Das ist schon witzig. Mann, Mann, Wir waren Mann. noch Problem ist, dass typisch wahrscheinlich Edinburgh. halt keiner kapiert. Das ist das. Ich häng mir einen Schädel mit um. Ich bin der Onkel Werner. Ja. Ich möchte wetten, dass 9 von 9 kämen, weil es der Onkel Werner. Dann sag ich, heute fotzen. Ja. Sonst wirst du mich erfahren, wie du bist.
Ich kann sagen, du bist volljährig, schmerzen mit Ja, mir. genau, verpiss dich. Darfst du überhaupt da sein? Oder ist das nicht der Kindergeburtstag? Das tue ich ja nicht da. Mann, ey. Die trinken schon Alkohol, die sind mir zu alt. Es ist wie bei Rammstein, ich habe keinen vergewaltigt. Vielleicht. Ich hab noch ein Trigger-Thema dabei. Trigger me. Ich Trigger. möchte erst mal Trigger. wissen, ob sie so ich möchte von euch wissen, ob es auch so innere Autisten-Momente, was sagt, Alter, das regt mir jetzt so viel auf, obwohl es vollkommen wurscht ist. Ja. Ja. Was habt ihr da für Dinge? Bei mir ist heute wieder, ich war halt beim Tanken und dann ist mein Ziel immer auf 0,00 zum kommen und ich flippe voll aus, wenn ich auf 0,01 komme. Das ist so mein, weil ich denke, Alter, das ist so unnötig, das ist so autistisch, dass mich das aufregt. Was habt Da ihr müsst für ihr jetzt Dinge? nachdenken, ich weiß genau, was du meinst, so geht's mir extrem oft, aber nicht immer bei derselben Sache, sondern Radio ist bei mir auch so etwas. Lautstärke und das wenn dann 3 auf, ungerade Zahl, vor 5 Meter, und muss dann auf eine gerade Zahl beim stellen. Fernsehen muss das immer Lautstärke 6, 8, 10, 12, Ja, genau. 14, 16 sein, das darf niemals 15, 19 oder sonst irgendwas sein. Und das- zum und Beispiel. Im Auto 120,5 Grad. Immer. Immer. Ohne Witz. Und dann zwingst 120,5. du selber, ich zwinge mich dann oft selber so, nein, es ist wurscht, das musst du nicht aufregen. Verdammt, das schaffst du nicht, ich muss auf 90 Euro tanken. Das darf nicht 90,01. Oh Gott, 90,01, das war's nicht. Was mich zum Teil sehr aufregt, da ich ja manchmal sehr ungeduldig bin oder so, das ist zum Beispiel so ein autistischer Moment, da will man dann im Nachgang einmal denken, wie behindert bist du eigentlich? Wenn du jetzt irgendwie beim Shoppen bist und ich beim Shoppen gehe halt durch so ein Land durch und schau, das ist cool, das ist nicht cool und das sehe ich dann direkt. Wenn du dann mit irgendjemand anders beim Shoppen bist und die schauen da durch diese ganzen Teile durch, die ganzen Klamotten und die denken mal, dein Maul, ich will weiter. Es Ja. ist so eine Zeitverschwendung und da steigere ich mich dann so hart rein, dass ich innerhalb von einer Viertelstunde so dermaßen lästig bin, Ja, das das ganz ist- ja. aus. Das ist so ein richtiger, ich hasse diesen Moment, aber er passiert jedes Mal wieder. Die einzige Möglichkeit ist, dass du nichts isst vorher und dann dich aufs Essen später freust. Dann geht's meistens. Ja, aber dann wird lästig, weil ich dann irgendwann so viel Hunger habe. Na, da bin ich gar nicht anfällig, wenn ich Hunger habe. Das ist mir eigentlich fast egal, außer ich hab richtig Hunger. Ja, ich komme nicht drauf an, wie ich hau, dass das Hungerlevel wird, aber du irgendwann musst ist der dann so... Hunger schon so so- 24 Stunden nichts gegessen. Das glaube ich ist jetzt kein so ein Autistenmoment, aber das ist mir seit der Kindheit ist mir das hängen geblieben. Wenn ich als Beifahrer im Auto hock und man fährt zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt ganz klassisch die Autobahn und ich schaue rechts aussehen und dann haben doch da alle 50 Meter die Stempel und so weiter und so fort und stehe ich mir in der Fensterscheibe, wenn es geregnet hat zum Beispiel, brauche ich mir nicht vorstellen, dann suche ich mir einen Wassertropfen und dann spüre ich quasi Super Mario damit. Tut das noch jemand außer ich oder bin ich komplett behindert? Ja, zweiteres. Damit man es versteht, dann fahren die Dinger da draußen an und bam und so weiter fahren vorbei. Und wenn ich halt dann nur ganz einen Millimeter meinen Kopf nach unten tue, dann springe ich halt mit dem Wassertropfen da draußen umeinander. Ja, doch. Das tue ich schon immer, seitdem ich Kind bin. Weirdo. Weirdo! Ja, dann ich auch nicht. Nein. Das habe ich mir auf 9 Gag gesehen. Super Mario Tropfen, geil. Ich hab gerade einen Super Wenn keiner Mario... da ist, dann suche ich mit irgendeinem Flieger an der Fensterscheibe in den und... Einfach mal mit dem Finger ohne Batz, dann geht's aus. Ja, geht auch. Super Mario Lust. Ich habe so ein Thema gesehen von typisches Thema Männerlogik dann, dass zum Beispiel grundsätzlich eine 10 von 10 Frau, dass eine Blondine als 10 von 10 immer heißer ist als eine Brünette. Immer. Wenn du dir eine 10 von 10 Brünette vorstellst und eine 10 von 10 Blonde, ist die Blonde immer die heißere. Auch wenn Wenn ich mir aber 10 von 10 Schwarzhaarige vorstelle, ist die schärfer über beide miteinander. Wenn man 10 von 10 Schäferhund vorstellt, dann hat er immer die Nase vorn. gut. Ich will mit euch gar nicht mehr diskutieren. Jack, der Scheiß kommt normal aus seinem Maul. Ja. Was geile Viecher wumsen. Was? Hat er jetzt gerade nicht gesagt? Was? Okay, geile Viecherbums. Der Schäferhund ist das erste, was da einfällt. Ja, Logo. Aber nur deutscher Schäferhund. Ein deutscher Schäferhund. Nein, eigentlich nicht, weil die haben so blöde zusammenzüchte Hüften. Die können ja keinen richtigen Doggy-Style machen, weil die einen Anschnitt sauber integrieren. Du bist zweimal also hin. Ja, eben. Kann ich mir irgendwas einschläfern lassen. Da dran. Was soll ein Behinderter tut, den Ausscheiden? Ja, solange er noch warm ist. Ja, weil bei Schäferhund waren. Ich habe die Woche Wieder seit tasert. 2 Jahren mal wieder mein VR-Brenner rausgeholt. Hast du auch nicht? Weil Findex habe ich. Auf Speziwirtschaft 5 Jahre. weil es am Montag, Die Schachtel haben. ich glaube am Montag war es, oder am Mittwoch, da wo der Stream auf sie aufgehängt hat. Am Montag? Ja, der war best, war einfach weg. Dann habe ich, das habe ich gar nicht Auf mitgekriegt. Ich hab einfach Speziwirtschaft 10 habe ich dann Nachrichten gekriegt. Mayday, Was? Mayday. Was auf Ja, Speziwirtschaft? auf Echt? Instagram. Vielleicht. Wie der Muskelsepp da, der Ja, gleich. Story. Ja. Was gestern passt hast. Ich habe dann geschrieben, fand heiß. ich fand auch geil, ich habe ein bisschen gefetzt zu seinem Profilbeutel. Ich auch. Aber ich, True Story. ich habe halt dann gefragt, ob ihm da nicht der Appetit vergeht, wenn er sich Speziwirtschaft anschaut, während er isst. Der hat einen Koch dabei, du Trottel.
Na, essen, oder? Na, gekocht. Heute einmal. Safe Call, dass er gekocht hat. Keine Ahnung, ich muss mal schauen, ob ich das Auf alle Fälle war mittendrin OBS aus und wenn ich die Brühe auf hab, dann sehe ich ja nicht, dass nichts mehr geht. Und ich habe Deswegen einfach 10 haben's Minuten weitergespielt. Alle schon fort und du. Und ich voll ausgelöst. Und keine Ahnung, und irgendjemand hat dann im Discord angerufen, dann kommt doch dieser Anrufton, das habe ich gehört, dann habe ich Vollgas zum Flur angefangen, welches dämliche Arschloch mir jetzt mitten unter dem Stream direkt anruft, du verdammter Hurensohn, keine Ahnung, und dann schau ich so umeinander. Oh, das OBS ist nicht mehr da, was ist denn jetzt kaputt? Keine Ahnung, Stream einfach weg. Man sagt die Story nicht mehr. Da war's der Dampfler, Kuss auf die Nuss, Dampfler, Dankeschön. Der hat schon gegessen. Sehr cool. Na, der hat gekocht. Auf alle Fälle hat man da einen Schäferhund, deswegen bin ich jetzt drauf gekommen, aber Arizona Ich bin stark bei mir Sunshine. gerade was wichtig. Okay, bis dann. Ja, der hat Ich irgendwas muss halt einfach mal hergeschnippelt. eine Folge machen, wo einer die VR-Brille aufhat und während die anderen zwei miteinander schmerzen, sie in so einem Thailand-Puff oder so. Kann man mal. Traut sich nicht. Ja, ich schon. Wer geht ins Puff? Wieso soll ich mir nicht ins Puff gehen dran? Nein, man Die Frage ist halt, die Frage ist halt, ob du in einer Stunde dann kommst oder nicht. Ich möchte in den Schimmel-Puff rein. Warum? Ja, keine Ahnung, das ist alles andere kennt Meine man doch Fresse, schon. ein Kumpel von mir hat sich Viagra gekauft, gell? Oder der ist auf Rezept gekriegt. Warum? Wie alt ist der? Der hat ungefähr mein Alter. Warum kriegt man das da auf Rezept? Das ist doch eigentlich... Mann, der ist beim Arzt gewesen und hat verzeiht, ja. Mein Pipi geht nicht mehr da, blau, Ja. Genau. Ja, so ähnlich, so ja, Ich kann manchmal nicht mehr, so, wo ich will und wann ich will. manchmal so mit Kondom, da kriege ich keinen hoch. Aber nicht mal, er hat Angst, dass er so Erektionsprobleme hat, kann er nicht so die blauen Pillen mal kriegen. Er sagt, ja, du, die Viagra nehmen wir nicht, dann nehmen wir andere, die sind günstiger. Jetzt hat er so die aus 20 Packungen Thailand, Aber man dauern. muss so, schon selber erzählen, oder? Ja, ich Also, glaub schon. also ja, praktisch das Rezept, da kriegt das Ich weiß es für die nicht. Medizin, die nicht hilft. Ich habe kein grünes Rezept. Ich finde es richtig interessant, dass beide wissen, von wo es reden. Ich nehme den. Ich auch nicht. Ich habe Aber nicht gewusst, ich- dass es Alternative zu Viagra gibt. Ja, ich Bis grad. weiß, ich habe mal einen Bericht drüber gelesen, weil da hat einer, ist da bis vor, was weiß ich, vor welches Gericht gegangen und wollte halt eingelangen, dass er das Zeug kriegt, weil das so ein Grundbedürfnis ist, dass man irgendwo einwürstelt. Und das ist aber halt dann abgelehnt worden. Er hat gesagt, nein, wenn du Viagra brauchst, dann musst du das selber zahlen. Und darum hat mich jetzt gerade verwundert, dass da ein junger Mann in der Blüte seines Penises Viagra-Zeug gekriegt hat und ich nicht. Das ist halt nur so eine Probepackung gewesen, von 20 Stück oder so, glaube ich. 20 Wie gleich. viel muss man da fressen, dass Alle. dann Ich weiß nicht. Der Arzt hat zu mir gesagt, 2. Spaß. war eine Stunde vorher, oder was? Wie viel haben die gekostet, die Alternativen? Ich habe keine Ahnung. Frage für den Freund. Ich weiß es wirklich nicht. Verdammt. Aber ich habe Das war jetzt eigentlich auch schon die Einleitung zu einem anderen Trigger-Thema, das ich nicht am Wisst ihr Schirm eigentlich, ob hatte. Viagra-Pillen innen auch blau sind? Na. Ich auch nicht, ich nehme immer eine ganze. Das triggert mich jetzt gerade. Ich brauche deine Trigger-Themen nicht mehr, aber jetzt stehe ich ihn gleich ab. Das ist ein scheißegal, Stitch einfach. Darfst du das Viagra mal ausprobieren? Ja. Wir könnten Ja. jetzt mal. Wollen wir das vor dem Podcast mal nehmen? Das sagt er gar nicht, so langweilig. Das sagt so auch keiner, das ist mir wurscht. Das Bodyshaming musst du schon wieder machen, du Arsch. Ja, immer nur, scheiß fette Idioten. Genau, sagst du ziemlich nur, weil es nicht weißt. Ich kann fette, Borte, Langzoderte, Schwule. Nazis. Islamabad, Nein, den nicht, ich bin kein Islamabad. Fahle Shario, Ja, wobei. Bürger aller Allmann. Alle. Hallo, guck mal. Ali Kakbar. Ja, jetzt mag ich mein Trigger-Thema auch nicht mehr aussagen. Ja, Entschuldigung. Traust Ali du wieder Kakbar. nicht. Dann, Geht mit so einem seltsamen Beigeschmack. ich habe mich selbst wieder als Vollidiot selber geoutet. Echt? Ah, wirklich. Ja, vorher noch nie. Also, ich wüsste jetzt keinen Fall. Also, sag's mal ein Beispiel. Okay, mir jetzt eine Ohren, also voll doch nicht Ohren sein, fickt euch. So argumentiert übrigens die AfD. Ja. Also, die So ein Beispiel. hätte wenn dann gesagt, also, wie für euch als Vollidiot jetzt da gestellt und das ist ja mittlerweile eine Art und Weise über mich zum Reden, obwohl Sagen ich Sie gar mir ein keiner Beispiel. bin. Obwohl ich Sagen gar Sie mir keiner ein bin. Beispiel. Es ist ja aber so drei, es gibt 1000 Beispiele, aber egal wen es fragen, der bringt aber kein Beispiel. Das finde ich Scheiße. aber, das ist ein bisschen dumm. Aber, gut. Aber Was? ich glaube, wir haben mal so, was wir mit dir drüber geredet haben, über Misheard Lyrics, das kennst du, oder? Wenn du irgendeinen Text hast. Ja. Und mir ist letztes Mal aufgefallen, kennst du das Little Küssen mir den Schwanz vor KIZ? Küss mir. Ja, ich glaube schon. Und, ja. und da kommt der Stell vor und da habe ich aber verstanden, das ist völlig bescheuert. Sie singen eigentlich, du willst Gegenzeichen machen und du brichst dir die Hand und ich habe verstanden, du willst Cremefresche machen und du brichst dir die Hand. Und ich habe mir immer gedacht, warum sagen die Fresche zu Cremefresche? Creme Fraiche! Ja, Plural vielleicht von Ja, Creme keine Fraiche, Ahnung. keine Ahnung. Und das war so, das hat sich bei mir so, ich habe das irgendwann mal so nebenbei gehört
Und dann hat sich das einfach eingeschlichen, das heißt jetzt halt so. Ich habe das nie wieder hinterfragt, bis ich irgendwann einmal was gesucht habe und bin auf den Text gekommen. Und denke mir so, Alter, was ist denn mit dir? Habt ihr das auch schon mal irgend so, so voll dumme Passagen gehabt, wo ihr sagt, warum? Ja, aber nicht so direkt. Ich hab die immer auf dem Volksfest, da muss ich mir ja outen. Bei so ganz bekannte Lieder, da wo es dann am Refrain geht, da wo ich aber... Refrain heißt das. Refrain. Danke. Da wo ich den gehört hab und dann wo... Dancefloor. Aber da musst du halt einfach nur das singst, was passt und du hast genau, es ist halt nicht mal Englisch, gar nichts, aber es passt halt vom Ding, vom Kontext. Das habe ich auch oft, aber Das nichts hab ich ganz Spezielles. oft. Na, Nichts Spezielles. aber es Da ist- verstehe ich halt einfach einen Text nicht und ich laber dann einfach, was ich verstehe. Everybody Das- Dancefloor. Das ist nicht von mir. Die beste Mr. Lyrics ist immer nur das mit dem Keks, alter Keks, dieses ganze Video. Das ist Ding, das ist die Urmama ja, von genau. YouTube, Ist der Deutschland. mit, mit Ohrsound? Fuck, wie heißt es denn gleich wieder? Kathi. Ich weiß nicht. Cold Mirror. Ja, stimmt, genau, Cold Mirror. Keks, Ja. alter Keks ist der mit Großer Ohrsound. Künstler. Die anderen Sachen sind Künstlerin. alle nicht mehr so gut gewesen, finde ich, aber das Keks, alter Ja, Keks, irgendwann ist da- alles einmal ausgelutscht. Das- Aber das, wie ich das erste Mal gehört und vor allem gesehen habe, weil sie Boah, zeichnet das dann ja, so ja. schlecht als selber, ist so dumm. Das ist so dumm. Dass du einfach lachen musst. Da haben wir auf alle Fälle von den Leiderbomben hört Lyrics interessieren. Ja. Lasst mich nicht allein mit so einem Brunst und Cream Fresh Scheiß. Und mit Everybody Dance Floor. Everybody Dance Floor. Man legt sich Bock auf das Lied. Everybody. Das geht aber auch immer. Es wird irgendwas mit dir zu sagen. Ja, stimmt, gestern. Jeder kennt doch das Lied von den Beatles, Hey Jude. Ja? Bei Minute 2. Du kennst das nicht, aber jetzt kennst du es, weil vorher ist gelaufen. Darum ist es Dauergeil. nicht Halt, gelaufen. du Fotze. Forze heißt das mit R. Forza. Und zwar bei Forza ist fertig Minute. runtergeladen. Mein Papi schließt mich gestorben, mir geht's richtig schlecht. Ja, Forza ist fertig, lass mal wieder runterfahren. Alles klar, du fetter Vollidiot. Hoffentlich stirbst dann Cholesterin-Cholera. Gibt's das? Keine Ahnung. Jetzt schon. So, und zwar Beatles, Hey Jude, sehr bekanntes Lied, bei Minute 2,58. Everybody shoot. Now, so geht das, oder? Ja. Oh, hey Jude, now. Du willst Jude, Shoot zeichnen. Jude. Ja, jetzt weiß ich schon. Ich Jetzt kenn's habe einmal ich beim- jetzt hab ich's im Kopf, das Lied. Muss man hier, bei 2 Minuten 58 gibt es bei der Originalversion erst, ich weiß nicht, wer es ist, der Paul McCartney, glaube ich, der spielt im Hintergrund Klavier und er drückt da falsche Noten und schreit dann fucking hell. Das heißt, das habe ich gestern Bei der irgendwie Aufnahme haben sie Ja, drin lassen, ne? ist immer noch drin. Was ich wie als Test, es gibt Remaster, wo es nicht mehr drin ist, Schade. aber auf Spotify zum Beispiel das Remaster 2009, genau bei 2 Minuten 58, genau hier ein Herst im Hintergrund, so kling, fucking hell. Aber ist eigentlich voll das nette, schöne Lied und so weiter, fucking hell. Das ist schon geil eigentlich. Habe ich lachen müssen. Habe ich nicht geglaubt, dass ich es gelesen habe, habe ich nachschauen müssen. Sehr schön. Muss man auch mal anhören. Musik. Kann man sich Beatles einmal hören. Die hören sich irgendwie keiner so aktiv an, aber die haben so viele schöne, gute Lieder. Ja, die gehen immer wieder mal nebenbei. Also ich hab die schon immer wieder Zum mal Nebenbei. nebenbei laufen lassen. Ja. Mag ich gern. Schaut aus mit Konzerte. Demnächst. Steht was so? Gar keins momentan. Hier zwei Biffe, die jetzt Woche nicht hergeht, bloß zum Saufen. Du bist alle 2 Wochen. Ja, so jede genau Woche die ganze zweimal Zeit auf ein beim Konzert Saufen. und bumm voll. Nein, ich trinke noch nichts, ich fahre rüber. Ja. Ja, genau. Gut, ausnahmsweise kann ich das bestätigen, weil letzten Freitag bist du auch gefahren. Ja, kann ich? Habe ich da eigentlich noch ins Auto eingesaut mit dem Döner? Nein. Nein? Ja. Nee, mit Das dem hat mich Döner. gewundert, weil alles voll, ich war von bis unten gefühlt voll mit Döner. Geil. Der gute Mitternachtsdöner. Aber der ist Ach, ja geil. Thüringen-Moos. Aber stimmt, Thüringen war gar nicht schlecht, aber für 8 Euro. Geschenkt. Für Straubing. Ah ja, Nein, geht schon. Geht stimmt schon. schon. Geschenkt. Die Scholz Konzerte? macht den- Bei mir gar nichts so steht nichts, momentan Hast gar du gar nichts. nicht mehr gekriegt für 1% Impuls? Na, Mann. Gar nichts mehr jetzt. Also ich habe jetzt immer noch die Hoffnung, dass ich zu meinem runden Geburtstag noch ist irgendwas der? Cooles von den Leuten krieg. Von mir nicht. Von mir auch nicht. Wann ist der? Ende April. Ende April. Okay. Und ich habe sie jetzt schon wieder vergessen. Ja, das reicht. Und da hoffe ich immer noch auf ein Wunder, aber für Italien direkt haben wir keine Karten bekommen. Das tut mir sehr, sehr weh. Wie Italien direkt, ist das eine Band oder ist das in Italien ein Konzert? Direktes Da Konzert. haben wir in da noch Italien. nicht drüber geredet. Das war von Roy Bianco. Die haben doch ihre Tour angekündigt. Und die fangen doch im September, glaube ich, auch in Deutschland. Machen's mit dem neuen Schon. Album dann. Das Und ist jetzt haben sie aber richtig. in, Beide Hände in raus, Italien, richtig. in Merano, haben sie jetzt praktisch ihr Opening gemacht. Oder Also machen sie ich komme Opening. damit nicht an. Das Einzige, was mich du dazu gebracht hast, ist, was ich nicht mehr aus dem Shell rauskriege. Ich hab schon wieder Bock auf dein Arschloch. Oh no. Genau, das ist das Einzige, was hängen bleibt. Der ganze Rest so, Allein der Anfang ist doch schon. das ging schnell. Ja.
Ist die Stunde jetzt schon wieder vorbei? Die Stunde ist vorbei. Das passt ich muss pissen und kacken und kotzen, den Pent so. Ja, das ist so ein Bitchen daheim und nicht, was muss Bürgerin wieder das Scheiß putzen. Die ist selber schuld, weil sie keine Frau nicht wollen. Das ist fast so sexistisch wie meine Frage, die ich zum Triggern eingeworfen hätte. Ja, Hey, stimmt. Frauen beim SDK, ja, nein. auf gar keinen Fall. Und damit endet die Folge, da macht euch Gedanken drüber. Richtig, das ist die Hausaufgabe für nächste Woche. Jetzt einmal verpisst euch, schöne Grüße an Spotify. Ihr kriegt jetzt jede Woche Folge übrigens. Zickt jetzt durch, oder was? Und bewerte endlich den scheiß Podcast, du Mongo. Schon. Und der 2 Sterne auf Apple gegeben hat, hoffe ich kriegst einen Hodendreher. Oder schreib wenigstens, was du. Und wenn du eine Frau bist, dann hoffe ich, Nippeldreher, aber das muss ja ein paar andere machen, dann haben wir wieder übergriffig. Tittenzwirbler, Keine Ahnung, können sie Foodlapper vertragen? wenn es lang genug sind. Okay, dann wünsche ich dir das. Ich wünsche dir lange Foodlab. Oh, ihr seid ich stelle mir das gerade alles so bildlich vor. Das ist richtig geil. Ja, super, das ist ja der Sinn. So auseinanderziehen muss wie Gardinen. Oh, bist du jetzt Aber beim was Ständer? zur Hölle haben wir heute überhaupt geredet? Wir nehmen die heutige Folge. Keine Ahnung. Drachenlord fälscht Statistik auf Spotify, Foodlab lang. Der Forza. hat einen einen Chromosomensalat darin wieder. Der Chromosomensalat ist gut, ja. Viele Zahlen im Chromosomensalat verderben die Suppe. Mehr Chromosom, mehr Forza, gut. Mehr Forza. Und let's go. Je länger das Chromosom, desto länger die Foot. So, Desto Forza die Foot. desto Forza die Foot. Alles klar, jetzt ein dummes Mal. Merci fürs Zuhören, merci fürs Zuschauen, liken, nicht vergessen, kann nicht mehr für Ihren Beitrag. Dankeschön, Florian. Bitte. Bitte. Bis zum nächsten Mal. Habe dir. Warum haben wir die Frage eigentlich? Als einer- Als wenn man das nächste